Shalom Aleichem. Heint wollen wir dermonen drei wichtige Persönlichkeiten, wo sie Erschaffung auf dem jüdischen Feld hat gebracht a reiche Gerätenis und alle sind sie vor der Zeit durchschnitten geworden. Sie sind in Produkten von ein Zeit und von ein ideologischen Schnitt und gefallen a Korben von sehr Getreischaft und Übergegebenheit der dosiger Idee. Max Erik, Literatur- und Sprachforscher, ist geboren geworden am 17. November 1898 in dem Städtel Sosnowitz-Polen. Debütiert mit literarisch-kritischen Artikeln in 1918 und gleich anerkannt geworden wie ein Wortsucher von jüdischer Wissenschaft. Gearbeitet wie ein Lehrer von jüdischer Literatur in der Wilner jüdischen Mittelschule und zusammen mit Salman Rezen zu neu gestellt eine Chrestomatiee von der alten jüdischen Literatur. Sind 1929 wohnt Erik im Sowjetenverband Bamuneb in Minsk und danach in Kiew, wo vernimmt sich aktiv mit jüdischer Wissenschaft, tretiv mit Lektions, lost daraus Bücher. Schatzky hat geschrieben wegen Max Erik, als ist der Feiervogel von der jüdischen Literatur. Die stalinistische Rotzchim haben dem Feiervogel Bamunib verspart in einen Steig und danach erschossen in 1937. In demselben Tag und Jahr in dem Städtel Sembin ist geboren geworden der bekannte jüdische Poet Isi Harik. Sein Leben hat früh verbunden mit dem Kampf Litouwes der neuen sowjetischen Macht. In unib 20er hat sich gelernt in Moskwer literarisch-künstlerischen Institut, der nur sich umgekehrt in Minsk, wo geworden Hauptredakteur von dem Journal Stern, schon bis ins Hof von seinem Leben. In seinem Werk sind künstlerisch abgespiegelt die Grundetappen und die wichtigen Erscheinungen, welche seien vorgekommen im jüdischen Leben im Ratenverband, besonders in Weißrussland. Seine Dichtung hat sich ausgezeichnet mit eurer Meisterschaft, mit flammigen revolutionären Pathos und mit echter Volkstümlichkeit. Ein Dichter, ein Novator, ein größer Meister von Neuschaffung, hat ausgetrotten neue Wege für die weiterdicke Deures jüdische Dichter. Vor allem ist es gewesen umgerichtet und errettenisch, wenn im Juni 1937 hat man den Dichter arrestiert und am 29. Oktober ist erschossen geworden. Dem Dichter Ezra Finnenberg hat mehr abgelegt. Hat übergelebt seine Pennbrüder Erik und Harik mit knappe 10 Jahren, aber gestorben ist von den schweren Wunden, die hat bekommen bis der Zweiten Weltkrieg. Ein Dichter, Prosaiker, Dramaturg, Essayist, Übersetzer, ist Finnenberg geboren geworden in Uman, Ukraine. Sie gelernt in einer reformierten Cheder, debütiert hat in 1917 in der russischen provinzieller Presse. Seine erste jüdische Liedersammlung, Otem, ist warm aufgenommen geworden mit der Kritik. Gorgich erscheint seine andere Liedersammlung, Lieder, und die Erzählung Galopp, was beweist, als ist euch ein talentvoller Prosaiker. In jenen Jahren sind die Hauptthemen von seiner Schaffung der Bürgerkrieg, jüdische Pogromen und das Städtel in die ersten Jahren von
der Ratenmacht. Zusammen mit Nuchem Ausländer stellt zu neu eine literarische Christomatie für der Schule. Wenn die hitlerische Armeen fallen nun auf dem Ratenverband, jeder Dichter freiwillig weg auf den Front und widmet der Milchume-Thema 2 Liedersammlungen von Schlachtfeld und in riesigen Feier. Von der Front kehrt sich als schwer Verwundeter und starb von den bekommten Wunden in einem von den Moskwer Spitalen in 1946.